Seid gegrüßt, ihr hört die Bostoner jüdische Radioprogramm Das Jüdische Kohl auf Radiostanzie WUNR 1600 AM Brookline, Massachusetts, wie euch auf der Internet yiddishvoice.com und durch Podcast unter dem Namen The Yiddish Voice. Die Programm kommt zu euch alle Woche, schon über 2 Jahre zendlich, Mittwochabend von 7:30 bis 8:30, das heißt 7:30 bis 8:30 in Abend. Da wird ihr hören alles auf Jiddisch, Interviewen mit Künstlern, Gelernte, Schreiber, gesellschaftliche Tour und allerlei Gäste. Da wird ihr hören Musik, lemoschel, jiddische Volksmusik, Theatermusik, Chazones, Auftritten von die Heintike und Amolike, Klezmorim und Singer. Und weiter wird ihr da hören Neues von der Welt und befragt von der jüdischer Gas. Dazu Reklames und Ansagen wegen Unternehmungen, Geschehnissen und Produkten, was können interessieren dem Jiddisch-Eulen. Ihr könnt sich mit uns verbinden durch unsere Webseite yiddishvoice.com und durch Twitter @theyiddishvoice. Lasst wissen eure Bekannte wegen unser Programm. Hört sich zu und hat a neue. A schöne Teve, a guten gesunden Jahr wünschen wir alle unsere Koinem und alle Zuhörer von der Programm. Israel Bookshop ist der Haus von dem jüdischen Buch. Wir haben auch von Auswahl von jüdischen Schriften, religiöse Artikeln, von Bar Mitzvahs und von Davnen, für euch Bücher und Taschmes. In unser Geschäft könnt ihr kriegen alles, was ihr darf, unter einem Dach. Wir befinden sich auf 410 Harvard Gas in Brookline. Unser Telefon ist 617-566-7113. Noch einmal, das Telefon ist 617-566-7113. Wir schicken euch die Bücher, wo ihr verlangt. A guten Abend, ihr hört das jüdische Kohl auf WUNR 1600 AM Brookline, das Ratzenach, Meir David. Wir sind im Mamschach mit unserer Serie Schmussen mit Menschen wegen der Schritte und Milchome in Yisrael. Heute wollen wir präsentieren, interviewen mit Israelim, mit welchen wir haben gehabt, Gelegenheit zu reden beim Meschach der vergangenen Woche. Eli Scharfstein ist ein einseitiger Dichter und Schreiber, was wohnt in Kibbutz Ma'agan in Zofen, Yisrael. Wir haben geredet vergangenen Donnerstag, dem 26. Oktober, auf WhatsApp. Bella Briggs Klein ist eine langjährige Jiddisch-Klauturin, was wohnt in Zentral-Yisrael. Wir haben geredet telefonisch Montag, dem 30. Vicky Schifris ist eine Jiddisch-Lehrerin und Übersetzerin, was wohnt in Jerusalem. Wir haben geredet auf Zoom vergangenen Dienstag, dem 31. Oktober. Und Miriam Trin ist eine Jiddisch-Lehrerin und Übersetzerin und die Redaktorchef von Affenschwell, der jiddischsprachige Journal von der Jiddisch-Liga. Wir haben geredet auf Zoom vergangenen Dienstag, dem 30. Oktober. Unser heutiges Programm ist ein bisschen länger wie normal, gemacht eine Show mit 45 Minuten. Wir sind dankbar, unsere Radiostanzie WUNR vergeben uns die übrige Zeit für dem wichtigen Material. Ich bin Eli Scharfstein von Israel, ein Chaver von Kibbutz Ma'agan Michael. Ich bin schon in Israel über 50 Jahre, 52 Jahre. Geborener in Vilna, in Litauen. Meine Eltern sind gewesen jüdische Akteure von jüdischen Vilner Volkstheater. Und mein Tate ist gewesen ein Talmid in die Moskwer Schule für die Akteuren neben dem meluchischen jüdischen Theater von Shloime Michaels, Zichroin Rebroche. Und in Stube haben wir geredet Jiddisch, Russisch, Hebräisch habe ich schon ausgelernt, wenn ich bin schon gekommen in Israel in 1971 Jahr. Und Jiddisch kenne ich von Kindheit an. Wolke war sehr interessant und Kadai weiter zu reden wegen einer sehr imposanten Karriere und ihrer Tate Mama und Jiddisch. Aber jetzt
Was hat durchgelebt in Israel, ihr allein, und was könnt ihr uns erzählen wegen eurer Gefühle und Machshavas? Mit 50 Jahren zurück ist gewesen die Kippur Milchome. Ich habe genommen einen Teil in die Kippur Milchome, bin gewesen auf dem Zofen, auf Ramat Golan und in Dore Moich, in Sinai und von jener Seite Suezkanal. Und die Milchome ist gewesen, die Kippur Milchome ist gewesen sehr gefährliche Milchome. Aber ich sage, a Milchome, a Sort Milchome, was mir die Zellner sind gewinn ruhig für unsere Mischpoches in der Heim. Die Kippur Milchome ist gewinn ein anderer Milchome, sehr gefährlich, aber wir sind gewinn ruhig. Die, was sind gewinn in Armee, ich gedenke sich. Als ich weiß, es mit mir ist alles in Ordnung und ich bin ruhig, was ist in der Heim ist, euch alles gut, mit meinen Eltern, mit meinen Freunden, mit meinem kleinen Kind, sind wir sind gewinn ruhig. Aber jetzt, die Zellner, die sind jetzt im Militär, wir haben genommen jetzt sehr Sache Reservisten. Sie können nicht sein ruhig, was tut sich in Stadt, weil die Milchome ist gekommen zu den zivilen Menschen. Das ist der Unterschied und das ist der Schreck. Als die Terroristen von Hamas mit etliche tausend Terroristen haben befallen, Mischpoches. Nicht sie haben gekämpft, wir können sie sagen, sie haben gemacht, das ist sehr gefährlich, was sie haben gemacht mit Menschen, mit zivilen Menschen, sie haben befallen. Und die Armee ist nicht gewesen. Die Armee ist gekommen noch 7 Stunden. Und das ist schön, das wird man müssen machen, eine Forschung. Wer soll es passieren in Israel, als 7 Stunden hat genommen die Armee kommen. 7 Stunden, Israel ist ein sehr kleines Land. 7 Stunden können das ausfahren hin und zurück. Für 7 Stunden. Und die Lage ist jetzt sehr schwer. Jetzt also wie ich lebe in der Kibbutz. Und alle Kibbutzim in der Land sind verbunden. Es ist da verschiedene Verbindungen von Chaverim, Mischpoches und wir haben schon bewiesen mit meinem Freund sein auf 3 Schives. Und ich weiß, was will mir noch sehen. Es ist sehr, sehr nicht poschet, sehr schwer, sehr treurig. Und jetzt, als die Armee kämpft schon gegen Hamas in Gaza, wissen wir, als der Nizochen wird sein mit uns. Aber der Preis für den Nizochen ist sehr, sehr, sehr schwerer, größer. Sehr sagt, zivile Menschen sind der Harget geworden. Ich meine, als vor 75 Jahren Israel ist noch nicht gewesen, als er sagt. Das ist dem letzten Mal, was hat man geharget zivile Menschen, gescheuchte zivile Menschen, das ist gewesen in 48 Jahren und noch nicht so. Und in Israel macht man man nimmt, was mir redet, also das ist, dass der Mond, als sagt Menschen, dem größten Churm, was passiert, mit knapp 80 Jahren zurück. 80 Jahre zurück. Sehr schwer. Sehr schwer. Interessant, was ihr wohnt auf der Kibbutz. Könnt ihr ein bisschen beschreiben, wo befindet sich euer Kibbutz und was ihr wisst wegen die Kibbutzim, die Kibbutznikes, was hat sie befallen? Hamas hat sie befallen. קודם כל, in Israel ist da herum 270 Kibbutzim, ich meine, ungefähr.
und sie seien zerspreit auf alle Grenzen von Israel. Und das ist besser gewesen, ein Weg zu behüten die Grenzen. Noch von vor die Medina ist beschaffen geworden. Und nicht der euch. Wir sind ein Kibbutz, was wir sind im Zentrum von Israel, ein bisschen zum Zoffen, ein bisschen hinter zum Zoffen. Wir sind von uns bis in Jam ist 400 Meter. Mehr oder weniger. Wir sind neben Jam. Und sehr großer Kibbutz. Und ich gedenke die Jahren in die 70er Jahren, 80er Jahren, was bei uns sind gekommen Terroristen von Jam. Sie sind reingehen in dem Kibbutz und gewinnen verschiedene Sachen. Aber wir sind ein sehr starker Kibbutz und jetzt wir sind zu uns gekommen, herum 300 Menschen von Dorem, von den Kibbutzim von Dorem und von Be'eri und Kfar Aza. Und sie sind bei uns und wir helfen sie mit was wir kennen und viele mehr mit was wir kennen nicht. Wir haben eine Sache Menschen, die sind Söldner in der Armee und eine Sache, was sind weggefahren dort und arbeiten. Zum Beispiel melken die Kieh. Wir darf melken, doch wir können nicht los nicht das sehen. Wegen die Shivas, was ihr seid dort beigewonnen. Sehr, sehr treu. Komm haben wir ein Chaber vom Kibbutz, was sein Bruder ist der Hargit geworden und euch nicht gleich hat man gefunden, genug gekommen Zeit. Ist vom Kibbutz Kfar Aza und mein Schochente, ihr Bruder ist gewesen ein Invalid und hat gelebt im Kibbutz Be'eri. Das ist der Kibbutz, was hat am meisten von seinen Chaverim sein der Hargit geworden. Kibbutz Be'eri, ist dort gewesen mit seinem Freu und Kläumerisch mir hat gemeint, dass sie sein Efscher mir hat sie verhaft und genommen kein Gaza. Aber ich meine noch 10 Tage, 10 Efscher ein bisschen mehr, haben sie bekommen eine Meldung, als der Bruder ist gehargert geworden. Wir hatten der Rotschem oben der Harget und die Frau gefindet mir noch nicht. Sie haben gesessen schon in Schive und Schive-Zeit haben gekrogen noch gekommene Menschen von der Armee und gesagt, dass mir hat gefunden, die Frau euch. Wir hat der Harget euch. Jetzt haben sie noch eine Sprache, von der Frau ist Sprache. Sie haben gelebt in der Stube, das sind zwei Häuser zusammen. Und ich weiß nicht, was hat passiert mit dem Sprache, ich meine, ein Bruder oder eine Schwester von seiner Frau. Derweil, mir meint, es kann sein, dass sie leben und sie seien in Gaza. Was noch kann ich erzählen? Ich habe doch eine jüdische Gruppe schon 3 Jahre. Ich habe eine Gruppe, was wir treffen sich in Zoom 2-mal eine Woche. Ist von der kleinen Gruppe, wir sind in den ganzen 15 Menschen, herum 15, 16 Menschen. Von der kleinen Gruppe habe ich Mitglieder, was ihr Mischpoche hat mir geraten wird von Kfar Aza. Und ihr Sohn, die ganze Mischpoche liegen noch in Spital mit sehr gefährlichen Wunden, weil mir hat sie
mit verbrennt sehr Haus. Und jetzt ist es schon ein bisschen besser, aber das wird nehmen noch eine Sache Zeit, bis sie werden gesund. Noch ein Mitglieder in meiner Gruppe, ihr Enkel, wir haben ihn noch nicht gefunden, wir meint, wir haben sie gemolden, als ist wir haben ihn genommen, kein Asa. Die Mischpoche ist von Kiryat Arba, und sie allein ist von Yerushalayim, die Bobbe, und ihre Tochter lebt in Kiryat Arba, und der Sohn, ist gewesen dort noch gewesen eine große Missibe, lebt meinem Kibbutz. Von tausenden junge Menschen, was eine Sache von sie sind, der Hargit geworden, oder mir hat sie verhaft. Als ist gewesen dort einer von den Verantwortlichen für den Betochen. Eine Gruppe, was sehr umgeht, einer von den Hitters. Sie haben noch nicht verlieren die Hoffnung, als lebt, weil was mir weiß, dass ist dort in Gaza. Und euch in meiner Gruppe ist da sehr junger Mitglieder, was sitzt mit dem gleich genommenen Armee, ist dort in Zofen, dient mit den Armaten, die Kanonen, und kiemat alle Tag macht ein kleines Video in Jiddisch, was erklärt, wo ist was tut, wie man schießt, wie man isst und wie man verbringt in der Armee. Das kann man schon sehen, hat sich verspreit seine Videos in der ganzen Welt. Ja, das ist bekannt. Der Vorwärts hat gemolden und verspreit seine Videos. Das ist auf YouTube sehr interessanter Mensch. Also darum, viele meine kleine Gruppe hat eine Verbindung sehr groß mit dem Milchome. Ja, zum Badoyen. Zum Badoyen, wada. Wir wollen solche öftere Dämonen, die Zuhörer, als wir reden jetzt, heute ist der 26. Oktober, und ich meine, das wird sein auf der Radio in einer Woche herum, in 6 Tagen herum, dem kommenden Mittwoch. Aber heute ist erst angekommen ein bisschen eine Änderung in der Politik, weil beim Anheb hat man geredet wegen Reingehen und man hat nicht geredet wegen die Verhabte. Und heute redet man eine Sache mehr wegen die Verhabte. Und früher hat man nicht geredet wegen Ausforschen, wie soll das geschehen, forschen, was geschehen, nehmen Verantwortlichkeit. Und heute hat der Premier Netanyahu gesagt, dass man wird ja ausforschen. Hat nicht angenommen Verantwortlichkeit Achreis vor dem Durchfall, aber er hat gesagt, dass man wird ausforschen und man wird, viele ihm wird man ausforschen. Was hat ihr gehört, die Annoncen von Netanyahu, und was hat ihr gehalten wegen sie? Ich will sagen, sehr positiv. Ich will nicht reden da wegen Politik, aber ich kann ihn nicht hören, ich will ihn nicht hören, ich will ihn nicht sehen, weil er ist schuldig, das ist sein Verantwortlich. Er hat uns gebracht zu dem schrecklichen Matze. Und er hat noch kein Wort nicht gesagt. Er hat viele nicht gebeten, nicht gesagt, seid mir Meuchel, ich bin schuldig. Nein, er trifft sich nicht mit den Menschen, die haben sehr gelitten. Er hat 2 Sinn, was er hat gedeiget schon mit Porchadoshim Arum, wegschicken sie in Miami, sie sind dort, sie sind nicht gekommen, da kämpfen. Sehr Sache Israel, meine Chaverim euch, wo sie gewesen in Neusland, gesucht, wer soll, was Gicher,
zu kommen daheim und zu gehen kämpfen gegen Hamas, nicht seine Sinn. Nicht seine Sinn. Oh ja. Der Masel, was wir haben, sehr starken Volk und eine Sache gute Menschen und eine Sache gewesene Generalen von der Armee, was haben sich täglich organisiert und Arois kämpfen. Der Sache Menschen haben genommen Gewehr in die Hand und gleich gefahren kein Dorem und mir hat geraten mit Menschen von Tod. Ein Teil von sie seien umgekommen alle. Aber sie gewinnen sehr große Gewure von Menschen, von zivilen Menschen und von Söldner von der Armee. Und von die Polizei sind gewinnen dort und Armee und nicht nur Eden seien umgekommen in Dorem. Ich meine, dass mehrere wie 100 Menschen sind umgekommen, sind gewesen nicht Kenid, sind gewesen Araber, Beduiner. Also haben gekämpft und geholfen, raten Menschen. Eli, a großen Dank. Lass mir besser reden auf Simchas, wie man sagt. Ich meine, dass ja, es ist sehr schwere Themen und was ich will sagen, heute habe ich gehabt noch Zoom-Schmues in meiner Gruppe und wir haben geredet wegen, die Themen ist gewesen, wer so redet man mit Kindern, wer so entfert man auf schwere Fragen, was Kinder fragen. Und solche einige Zeiten, die Kinder können fragen sehr schwere Fragen und was tun die Eltern, die sehen das mit Bobes, wer soll, reden sie mit den Kleinen. Das ist gewesen unser Thema und gewesen sehr, sehr schwerer Schmues, aber sehr wichtiger für uns. Okay, Eli, lass mir besser reden auf Simchas, wie gesagt, und a größten Dank für eure Zeit. Wir uns reden auf Simchas euch. Also größten Dank für euch und wir wollen sein in Verbindung. Allewei, Amen, weiter. Okay, seid gesund. Okay. Seid mir gesund. Mein Gast ist Bela Brix-Klein. Sie ist die Tochter von Leben Gebliebene. Sie ist aufgetreten auf unser Programm etliche Mal. Ihr Vater ist gewesen Rachmil Brix, was ist geboren geworden in Polen, an Leben Gebliebener und hat angeschrieben ein Sachwerk auf Jiddisch. Sie redet Jiddisch, sie ist sehr tätig auf der Jiddische Gas in Yisrael. Sie hat jahrelang angeführt mit Beis Shalom Aleichem und euch mit Arbeitering in Yisrael. Und sie hat herausgegeben dem Newsletter Was, Wenn, Wo, das beschreibt alle jiddische Tätigkeiten in Yisrael. Sie ist ein wohler Mensch. Ich will ihr verbeten zu erzählen, wegen der nicht sehr freilichen Neues, wegen der Schritte und der Mechome in Yisrael. Bela, sei begrüßt. Danke, jetzt zu hören von dir mehr. Jetzt zu den Zeilen, es könnte mir eigentlich hebun, aber ich noch gewollt zugeben. Ja, mein Wussten, wo ist der 9 Jahre, die Tag kommt nicht vor Sachen. Ich habe bald die Zeilen. Ich habe gelernt in New York, in Stern College, Yeshiva University. Und ich habe zum Sof gemacht, ein Master in der Hebräischen Universität in Jerusalem. Und das ist mir sehr wichtig. Und bis dahin, die ich reden, die ich lektieren, übersetzen. Und ich arbeite mit Beit Levi, mit Beit Shalom Aleichem. Und einmal ungefähr mit dem Arbeitering, was existiert nicht. Heint, die Tag, nicht nur die Welt von Jiddisch, ist schwer. Überhaupt Menschen, die sind ältere. Das heißt, ich rede wegen 60, wegen 70 Jahren. Es ist schwer, weil wir sind allein, die Kinder sind weit, die Arbeit.
Meine Kinder sind Gebäuden geworden, du in Israel, sind gewesen, gedient durch ein Militär, aber alle drei sind schon geheiratet und sie wohnen in Amerika. Ich wohne du ein Sachjahr, in 54 Jahr, und ich bin in Schweden, meine Eltern noch der Milchumma, noch der Befreiung, sind gewesen in Schweden, sie haben sich dort getroffen, sie haben Chassene gehabt, und mein Tate hat gewollt, hat geleint, als in Israel geht nicht die jüdische Säu, aber in New York sind wir gekommen in Amerika, und ich bin gekommen in Israel in 1968. Und ich habe sehr lieb gehabt Israel. Ich habe gelernt, koidem bei Professor Dov Sadan in der Hebräischen Universität. In Hassanegat mit meinem Mann. Und ich bin schon in Israel 54 Jahre. Ich habe schon ein Milchumma gehabt, Milchemet Yom Kippurim, das heißt der Yom Kippur Milchumma. Nachdem was ich habe gehabt, ein Mädel. Und das ist der erste Milchumma, was ich habe überlebt. Und heim, 50 Jahre später, die ich überlebt bin, ein zweiter Milchumma. Inmitten sind gewesen kleinere Milchummas. Aber es ist auch gewesen, Shabbos in der Früh, dem 7. Oktober 2023, bin ich gelegen im Bett, es gewesen sommerig, ein warm Tag. Ein Tag früher ist mein Sohn in New York. Ich komme mich besuchen, sehen, als die Mama ist geht, ist besser, ist gesinnt. Und er ist weggefunden dem 6. In Plitzen, dem 7. in der Früh, Herach, Sirenot, Sirens. Und ich glaube nicht, ich kann nicht verstehen, was ist das? Man klingt, das ist in der Früh, im 37. Klingt doch schon hinten. Entschuldigung, ich habe vergessen zu erzählen. Ich wohne nicht schon in meinem eigenen Heim. Ich habe es verkauft. Und ich bin rein in ein Dior Mogan, das heißt Gebäude, wie nur ältere Menschen, wo sind 60 plus wohnen. Klingt doch schon hinten. Was ist das? Was hört man? Ich kann nicht jetzt reden mit dir, ich muss reinläufen in Shelter, in Hebräisch Mamad, Shelter. Sagte die, natürlich, die gehe euch rein. Jeder eine, was kommt rein in das Gebäude, hat ein Schlafzimmer. In das Schlafzimmer ist der Mamad. Das heißt, es hat tiefer Fenster in ein Tier, was man kann versparen. Und so bin ich geblieben in der Weine. Und von dem 7. Oktober ist Heinz schon über 25, 26, 27 in mir gehen schon rein in die 4. Woche. In Heinz alle sind nicht unruhig, du in Israel, überhaupt die älteren Menschen. Und wir klären und wir trachten, wie wird es sich endigen? Was wird sein? Was wollen wir tun? Und du in die Gebäude, was heißt Dior Mugan Center, die machen interessanter für die Menschen, als wir soll nicht bleiben allein in den Tieren, wir sollen raus, man hat Filmen oben, man hat ein Referat, man hat Sachsachen zu tun in Tug. Das heißt, das heißt Pilates, in Yoga, in allerlei Sachen. Man geht an Essen noch mit Tug. Das ist euch von mir äußerst gewöhnlich. Und ich trage, wie lange kann das sein? Das versteht sich meine Kinder. Ich habe 3 Kinder in New York und Kalifornien und sie ziehen sehr überkleiden. Versteht sich.
die Tochter sagt, komm kein Amerika. Sag ich, was will ich dort tun? Was will ich tun? Sag ich bin du, ich bin ruhig, du hab ich Freund, du hab ich eine Gesellschaft, und ich habe meine Doktoren, meine Medizinen. Was will ich dort tun? Alle arbeiten dort. Und ich bin du, und ich bete nur, ich darf ihn, ich bete, als Gott soll helfen, als man soll uns helfen. Das heißt, Medina Yisroel, es kommt hier, als sie soll sein stark, als sie soll sein wichtig, sie soll kämpfen in helfen, als Medina Yisroel soll leben weiter und stärker sein. In allerweise, das ist, was wir davon haben, wir Juden, alle Juden, werden wir stark und heint werden wir weiter sein, starke Menschen. Nu, weiter, was ist geschehen in die Wochen sind damals? Hast du gemeint, wir wollen schon sein in Milchama mit Zellner in Gaza? Ich habe nicht das gemeint. Der MS, ich habe nicht gekannt vorstellen, was wird sein. Das, was ist geschehen, das erste, zweite Tag, dem 7., 8., als von Hamas in rein, die jüdische Heiser, Kibbutz Be'eri, in dem Gegend, was ist nicht weit von Gaza, das ist unglaublich, das ist eine schreckliche Sache. Und ich weiß nicht, wie das ist vorgekommen. Und ich glaub nicht, dass die Welt glaubt, dass das ist Tage vorgekommen. Und ich wollte gewollt, dass wir soll beten, also wir soll nicht weiter als andere Sachen tun. Das ist eine schreckliche Sache. Wir wünschen dir viel Glück. Wir stützen dir, wir nehmen dich herum von der Weite. Das ist eine schreckliche Überlebung. Es ist eine schreckliche Überlebung. Ich bin rein in ein Haus, und ich habe gemeint, jetzt wird es ein Gift und leicht, und ich will jetzt leben und machen weiter. Als ich sage, ich habe gewollt, öffnen eine Webseite wegen Taten, 50 Jahre, wo ist weg. Ich will wegen Sicherbiografie, ich will noch übersetzen seine letzten Bücher, und ich habe getracht, weil ich habe nicht Zeit, und ich will das so tun. Aber jetzt ist es so schwer, als mein Kopf soll kennen allein in die Sachen. In Halloween, ich bete von Gott, als wir sollen stark sein, wir sollen überleben, und die Welt soll verstehen, und wir sollen schätzen, als die Juden über die ganze Welt darfen leben weiter und sein stark. Als größten Dank, Meir. Danke dir, Bella. Sei gesund und stark. Shalom Aleichem, this is Jamie Chaimi Elman. And this is Ellie Laser Battalion. Und wir sind die zwei Mischugoyim von der Webserie Yid Life Crisis. Ihr hört die Radioprogramm Das Jiddische Call auf WNR 1600 AM, Brookline, Boston. A Dank für den Herrn. Hot Hanoye! Shalom Aleichem, Alemen. Ich heiße Vicky Schifris. Ich wohne in Israel, in Jerusalem. Bist du alleine geboren in Europa, ja? Ja, in Kovne. Ich habe Eule gewöhnt, schon mit 45 Jahren zurück. Es ist nicht keine freiliche Zeit in Israel und es sind nicht keine freiliche Themen. Wir reden wegen der Schritte und Milchama in Israel. Kennst du ein bisschen von uns erzählen, was ist geschehen in deiner Überlebung dem Shabbos, Simchas Torah, mit etlichen Wochen zurück? Gut, ich stelle sich vor, dass man hat schon gehört von verschiedenen Eidessen, aber wir haben sich da in Jerusalem aufgeweckt, sie gehabt bei einem Alarm, macht der Säger. Und jetzt, wie wir hinten auf Shabbos, haben wir nicht gehört, kein Radio, nicht gewusst, dass es geht in etwas.
und sich der Wust kaum, als etwas geschieht ja in Dorf und die schreien in unsere, was seien nicht fromm. Aber nur erst, wenn der Jonte ist uns, haben wir verstanden, ein Teil von dem, was ist geschehen, weil bis jetzt hört man neue, weiß nicht, wie das so anzurufen, neue schreckliche Ereignissen von dem, was dort passiert jenem Schabbes beim Grenetz. Und dem ganzen Jontef, der Simches Teure, ja, ist gewesen begleitet mit Alarmen, ist man gelaufen, Kasseder in dem Zimmer, wo man ist sicher und dort gedavnt, gemacht Hakofes Mamesh Bekitzer, weil man hat ja verstanden, dass etwas tut sich und das passt nicht, ja. Man hat uns euch geschehen, wird ein bisschen geprüft, nicht erzählen alle Fakten, was eigentlich schon damals gewesen bewusst, das haben wir verstanden später, also nicht zu zerstören die Simche. Heute es seinen, mein Sohn lernt sich in einer Yeshiva und Yeshivat Esder ist es, das heißt, sie dienen euch im Militär, beschassen lernen. Und eine Hälfte von der Yeshiva, der Rav hat gesagt, öffnet auf eure Telefonen, ihr seid mobilisiert mit Stome und mir ist Poshet aufgestanden und weggefahren, mamisch eine Hälfte von die Bechurim dort in der Yeshiva. Und euch da bei uns, Menschen seien weg heim und gebracht Pistolen und Gewehr, weil mir hat mamisch Meure gehabt, das geht weiß, was wird geschehen da euch. Also sie gewinnt klar, als etwas hat sich übergekehrt, nur mamisch die Protein und die Meure dicke Schritte haben wir erst noch in Jontef verstanden. Kannst du ein bisschen erzählen, was du hast gesagt, der Wurst von deiner Machschabes wegen der Tragödie? Und sie das gekannt Menschen direkt und gewinnen bei Shivas und Levias. Ist erstens wohnen wir da in Jerusalem, mamisch leben dem Har Herzl, wo es ist die militärische Besäulem, der meluchischer militärischer Besäulem. Und in Meshach von לכל הפוחס צבוך haben wir gehört Levaya noch a Levaya man hört mamisch dem Elmo Lerachmim und dem Kaddish und die Elegies dorten was man lernt und die Geschreien von die Mames und die Schießereien mit schießt das Covid Schießerei, ich weiß nicht wie man ruft das auf Jiddisch לכובד dem Gehargeten nur bei militärischer Begrobungen. Und das ist gewesen, mamisch jeden Tag Kasseder und Menschen, die sind gestromen, Bargaruf in dem Besäulem. Ich weiß nicht, ich habe nicht kein Wörter viel zu beschreiben, das Gefühl. Und aber der Teil von den Menschen haben wir, wenn nicht direkt gekannt, Emerson von der Mischproche, weil sie wird noch klarer und klarer, wie klein das Land ist und das Volk, was sieht da, weil alle kennen Emerson. Ja, viele nicht Emerson, was kennen Emerson. Das Mamisch, alle kennen Emerson, was ist gehargert, genießigt, gefallen, verwundigt, gehabt. Ich kann erzählen, ja, von solchen Menschen, was ich kenne, persönlich, viele. Ist eine von den Menschen, ist ein Talmide unserer in Beis Sholem Aleichem, aber euch sehr liebe, teure Freu, was wohnt in Kfar Aza, einer von den Kibbutzim, was mir ist befallen und gemordet dort und gebrennt heiser und sie ist allein gesessen, schon lang vermacht in dem Zimmer und Gott zu danken, mit ihr ist gar nicht physisch nicht geschehen, nicht mit ihrem Mann. Ihr Sohn, sein Weib und kleine Töchterl ist verbrennt geworden in sehr Stub. Sie seien, noch Gott zu danken, Nitzel geworden. Sie liegen daheim im Spital, stark verwundet, aber rehabilitieren sich. Und das Mädel wird sein mir zwischen gesund und euch ihre Tate Mame. Und das ist, auf dem hat man ihr gleich gesagt,
was für ein Masel, ja. Und stellt sich vor, als wegen einer Sache sagt man, was für ein Masel. Und die andere Meise, was ist euch am meisten von Gwure in einem gewissen Sinn, es ist gewesen eine Gruppe Nepaler Studenten, was haben gelebt ich habe vergessen, in welchen von die Kibbutzim in Dorem. Studenten, was haben gesagt, sich lernen später in der Universität und gewohnt in jenem Kibbutz und gearbeitet dort. Und sie seien euch, man hat auf sie geschossen, ein Teil von sie seien verwundet. Einer ist verhabt, auf wie viel ich weiß, auf wie viel man weiß, ja, und in Gaza. Und etliche seien von sie umgekommen. Und einer von die Nepaler liegt da in Spital, mamisch euch leben mein Stub in und hier ist wie sein Sprache kann nicht kommen nachher von Nepal ist entstanden herum in einer Gruppe Menschen was sitzen bei sein Bett und helfen ihm unter und er hat entschlossen mamisch schönen Kontakt mit ihm und bislich weiß der Monter sich und erzählt von dem was ist mit ihm geschehen und letztens habe ich gehört als es ist gekommen zu ihm einer von seinen Chaveren, was fühlt sich schon besser, was man hat ihm geschossen in Brust oder etwas so. Und sagt, dass 6 Shows haben wir gehalten, einer dem anderen dort, bis man hat uns geraten wird. Beide schon mit Wunden, mit Schießereiwunden und sich aufgemuntert, einer dem anderen, ja, schlaft nicht ein, red mit mir weiter, und kommen sie bald, noch 10 Minuten kommt man uns raten, und so sind sie das übergekommen. Ich kann sagen, ja, er liegt da in Shari Zedek, in Jerusalem. Das ist der Spital. Wie ist dein Leben gebeten? Was tut sich mit deiner Arbeit und tagtäglichen Leben? Gut, mir in Beis Sholem Aleichem, wo ich lerne, weil wir auch neben Banaien das Lernen, auch neben das Lernen, ja, weil es hat sich noch nicht angehäuben. Mit der 3 Wochen Verspätung, heute ist Verspätung, kommen die Woche. Aber auch nicht klar, wer Menschen haben eure einmal raus von Stub, weil dort in Tel Aviv hört man öftere Alarmen und alles ist problematisch, wird man sehen, wie man geht sich an nicht, aber man hat das Gefühl, dass man will schon, ja, dass man darf. Es ist nicht etwas tun mit dem schweren Herz, ja, mit welchem wir alle drehen sich herum. Euch die, was seien persönlich in unserer Dalle damals in Ordnung, ja, sozusagen. Bis jetzt, ich sehe herum, ich euch, ja, Menschen volontieren sich herum und herum, ja, weil nicht erstens kann man Schuhe werden, ja, man kriegt auf die gleiche Wendposchet von Abhängigkeit, ja. Und ich habe sich volontiert die letzten paar Wochen in einem Hotel von Evakuierte von die Dormstadt, wo man hört euch meistens auf meistens und das Leben ist schwer und die Welt ist übergebieten, nicht nur das tagtägliche Leben. Man hat schon gewartet, etliche Wochen soll schon anheben am Milchama. Was ist deine Meinung wegen dem? Ich meine, es hat sich schon angehäuben, also zu bisslich, ja, man prüft, ich frage, was ist meine Meinung, moralisch, wenn ich frage mein Herz, wenn ich frage meinen Kopf, weiß nicht, es ist ein kognitiver Dissonanz einer gewissen muss. Ich sehe schon, was für einen Preis bezahlen wir für nicht kämpfen. Ich verstehe, was für einen Preis wollen wir bezahlen für kämpfen. Ich will nicht, als unschuldige Menschen sollen Bichlal müssen bezahlen etwas einen Preis. Ich weiß nicht, was für ein Cheshbon kann man führen, was soll geben die richtige Entfer, was ist moralisch und was ist nicht. Und ich habe betochen, ja, persönlich, ich habe betochen. Also ich hoffe, als Gottes Cheshbon wird sein gerecht. Ja, ich meine, also, die Milchama hat sich angehäuben, aber es ist nicht in vollen Gang. Ja, ich habe Meure, ja. Ich habe eine Plimenik dort, ich habe Kinder von meinen Chaveren, Freund meine, ja. Ich habe Meure. Erstens für die eigene, ja. Ach, trotzdem, was Milchama ist schlecht, schon, ich weiß das. Hast Kinder in der Armee? Baruch Hashem, noch nicht. Noch nicht.
ja. Was hältst du wegen der Weltreaktion? Sie bekommst du von Island etwas Reaktion von Menschen persönlich oder beklau? Gute Freund meine, speziell Jiddischisten, haben ja geschrieben und gefragt, was wir machen. Das ist schön. Ich sehe da und dort, ich prüfe euch meiden. Poschet, weil das beschwert es noch als noch mehr und was darf man das? Aber ich chiddisch sich, ja, wie jeden, was leben in Amerika, lass mir sagen, haben gar nicht geschrieben, gar nicht gesagt wegen dem Massenmord, wegen der Schritte, Teure, aber schreien heuch auf den Kohl, als mit nicht hargenen unschuldige Menschen in Gaza. Und ich verstehe sehr Sentiment, ich verstehe nicht, wie soll kann man sich identifizieren mit, nicht mit die eigene, ja. Und ich habe das Gefühl, als wir seien nicht von demselben Volk. Gott, ich verstehe sie euch, ja. Ich kann sie verstehen, ich verstehe sehr Sentiment. Hast du einen Kommentar wegen der Attacke allein? Es ist gewesen ein Schock bei der ganzen Welt. Ich halte, als es gewesen ein größer Durchfall, als man gekannt reinkommen und haben so viele Menschen. Was hältst du wegen dem? Es ist wie zu sagen, Halleweih wollt gewinn anders, ja. Halleweih wollt gewinn anders, aber ich bin bei mir ein nichtiger Mensch, was versteht nicht in solche Sachen. Und ich weiß, als was höher, kann man sich weniger verlassen auf die Anführers und auf die Menschen, was nehmen die Beschlüsse. Ich sehe aber tagtäglich, als was niedriger, die kommandieren, die direkte kommandieren, die Menschen, was tun da, die Organisationen, was arbeiten, ja, euch in der Armee. Dort seien da die Menschen, was auf sie kann man sich ja verlassen. Und, und ich meine, man wird ja dürfen abgeben, Cheshbon, ja, und Beschuldigten nehmen, und als Emetzer ist schuldig. Ich habe aber nicht die Kelim und nicht die Information, wem es das zu tun. Jetzt, Kalkolponen. Und man muss zugeben, als in der letzten Woche, ich meine, es sind unsere letzte Audition, auf der Thema hat Netanyahu gemolden, also man wird ja Tage ausforschen als Ding. Jetzt ist nicht die Zeit, aber man wird Tage ausforschen, ihm zwischen anderen. Ja. Ich bin sicher, dass man wird es nicht losen zu Ruhe, ja, das ist, wird nicht so rüber, und und noch etwas, ich bin nicht sicher, also viele nachdem, wie man wird das also ausforschen, wird man während Krieger und ausmeiden, als sagt, ein anderes Mal, weil euch in Asamin, euch das haben wir schon gesehen. Sehr gut zu reden mit dir und wir hoffen, Danke. wir glauben, wir wollen übergeben noch ein Interview mit dir wegen anderer Sachen auf freilichere Themen, allebei auf der Habe. Allebei, Amen. Danke für euch, Herren. Seid gesund. Sei gesund. Mit mir ist Miriam Trin von Jerusalem. Sie ist die Redaktorin von Affenschwell von der Jiddischliga und sie hat gegründet Jiddisch Ja, eine Organisation von Jiddischlerner und Liebhaber in Jerusalem und sie lernt Jiddisch sind die später 90er Jahren und sie gewinnt oftmals ein Gast auf unser Programm. Wir kennen sich, ich kenne sich schon etliche Jahre mit dir und deiner Sprache, Gott überflächlich. Was macht ihr alle, trotz aller schweren Bedingungen? Dank mir für den Fragen und auf alle für den Verbeten auf dem Schmues. Was machen wir persönlich, die Sprache, was du kennst, wie du sagst, wir machen gut, wir sind alle gesund und ganz und es ist aber das ist physisch Gerät, aber sind alle da in dem ganzen Land geistig ein bisschen krank, das ist nicht auszumeiden, aber wir sind inzwischen die mehr Maseldicke und Glückliche, was uns direkt hat
die große Tragödie von dem Dorem nicht angerührt. Lassen wir zurückgehen ein bisschen. Wir haben sich gesehen, in dem zweiten, nicht lang zurück, ist gewesen im Sommer und hat uns reingefetscht in einen Zeitplan und vielleicht tagtäglich gehen, sich beweisen bei den Protesten. Und dann ist gekommen, fast forward zu dem Shabbos, dem Simchas Torah Shabbos. Was ist geschehen der Zeit, was du gedenkst? Nu, bei uns ist das gewesen so, ich will beschreiben so kurz und will proben es zu tun genau, wie wir haben das übergelebt und wir wohnen in Jerusalem. Das heißt, Itzter, Avade und Avade, aber euch demolt jenem Shabbos, dem 7. Oktober, ein relativ sicherer Ort. Nur wie im ganzen Land, also wie das ist gewesen, sehr ein überraschender Tag, hat man gekannt Herren Sirenes wenn es in alle Städte, weil man hat nicht verstanden, was tut sich und sie ist gewesen in die erste Scheuen, also ein unsicherer Matzef, Menschen haben bei es nicht klar gewusst, was das ist, wir haben sich aufgeweckt. Das ist gewesen eine Sirene, was hat Poshet kimat alle Menschen aufgeweckt. Das ist gewesen bei es sehr früh, sie gewesen Jontef, gewöhnlich schlafen die Menschen damals noch, das ist auch 6:30 ja. Die, was gehen davenen, hat es ja schon nicht so überrascht im Bett. Aber uns hat es aufgeweckt und weil es ist gewesen, also unerwartet, was gewöhnlich in Jerusalem hört man doch nicht kein Sirenes. Habe ich persönlich viele kaum verstanden, was das ist. Ja, bis ich habe das erkannt, wie eine Sirene. Noch halb in Schlaf ist Arriber etliche gute Minuten und ich bin damals gewesen mit 2 Kindern und mit 3 Kindern viele und wir haben sehr paarmäßig noch verstanden, was tut sich und auch paarmäßig reagiert. Das heißt, gewöhnlich weiß man theoretisch, was zu tun, wenn man hört das Sirene, man darf sich schützen in etwas Schutzzimmer oder in die Treppe, in dem Treppzimmer, ob man hat nicht bei sich in Stub als geschützten Zimmer und was das haben wir nicht. Aber bis man reagiert und man versteht bei es ist an es Sirene und es ist kedai, sich bei es zu behalten, nimmt ein bisschen Zeit. Uns hat genommen Zeit und ich habe gesehen, dass beim Schochen steht die Tür schön offen und die Schreine bei uns seien Shomrei Shabbos. Und ich sehe durch der offene Tür den Mann, was ist schon in sein Mundier. Und ich verstehe, als nur ja, etwas ist eine Situation darf sein, etwas ernst. Unser Schochen ist ein Doktor, was arbeitet für der Armee, also aus jenem Tag und Bichlal danach hat Avade und Avade gehabt sehr Sache zu tun und ist gleich weggefahren, Tage in Dorem. Und ich habe noch bewiesen zu haben, einen kurzen Schmuss mit ihm und hat mir bestätigt, ja, man weiß noch nicht genau, was tut sich, aber es ist ernst, man darf sich halten bei allen Sicherheitsmitteln, wenn man hört die Sirene. Und wir sind rein in dem Treppzimmer. Wir haben euch einen Hund, haben wir viele euch dem Hund mitgenommen. Und jenem in der Früh haben sich angehoben die Sirenes herum, Tag 6:30 und Keseder seinen, euch bei uns in Jerusalem gewinnt Sirenes. Öfter in einer Frequenz von zwischen alle 20 Minuten und alle schon. Aber wir gedenken, dass bis Mittag seinen mit mir Keseder gewinnt zwischen der Diere und dem Treppzimmer. Und mit alle Schreien, weil es ist gewinnt Jontef, es ist gewinnt Shabbos, es rauf Menschen seien gewinnt in die Dires, ja. Und dafke mir, lechol apoches mir persönlich, haben relativ winzig geguckt auf die Neues, auf der Internet. Und bichlal habe ich gesehen, euch die Schreien immer rum, man ist raus, man ist gewinnt zusammen, sie gewinnt, also so unklar der Matze, was man hat winzig was geschmust. Sie ist auch nicht gewinnt, keine MS Panik, weil wir haben sehr winzig gewusst und wie gesagt, Menschen haben, die was sein gewinnt, herum mir relativ winzig geprüft, suchen Informationen auf der Internet. Das ist gewinnt, das eine Situation von Ton, was man darf tun und nicht bei MS trachten wegen Ausforschen, was genauer.
geschieht. Nur mit der Zeit, ich habe damals in der Dire gehabt, zwei erwachsene Kinder, schon 18 und 20 Jahre alt, sie seien aber behavend auf der Internet. Und durch sie ist zu Bislach rein mehr und mehr Information. Und wir haben gesehen die Bilder, die ersten Bilder, was man hat geschickt durch die verschiedenen sozialen Medien wegen die Terroristen, was vorn herum in Jeepen und verspreiten sich über ganze Gegenden. Und das auch, die Filme, was man hat gesehen, seien Gewinner so nicht realistisch. Es hat ausgesehen bei ihm, ist sehr, sehr abstrakt. Man hat sich sehr paar Melech noch abgegeben, was ist die volle Ausmaß von den Geschehnissen. Schwer zu glauben, als ihr seid gesessen dort, dachte ich schon lang und nicht gewusst, ihr seid ja in Gefahr, sie nein. Dachte ich, als bei ihm seid ihr nicht gewesen in Gefahr, weil Jerusalem ist nicht kein Katzensprung von Sderres und Gaza, aber doch, es ist sehr gefährlich, wenn man wollte gewinnen, nennt zum Grenz. Versteht sich. Das heißt, wir haben sich euch zu lieb dem, was wir speziell in Jerusalem haben, nicht keine Erfahrungen mit oft des Sirenes. Und wir fühlen sich sei wie sicherer, euch, weil es ist Jerusalem und Jerusalem hat verschiedene minige Bevölkerung, wie wir wissen. Und es ist da mehr Schutfes oder nicht Schutfes, aber es ist eine Stadt, was man meint, als man wird nicht so gier attackieren. Nur, wie gesagt, wir haben sich nicht abgegeben, kein vollen Cheshben. Und ich meine, das ist auch gewesen, die Sibbe, für was ist nicht gewesen, keine Sache Panik zwischen uns. Chodsch, als es gewesen am Mysterie. Aber von der zweiten Seite hat man sich auch, hat man auch viele nicht gekannt, sich bei ihm vorstellen, als man soll Tage sein in Sakone. Man hat sich nicht gefühlt wie in Sakone konkret. Und man hat nicht gewusst. Es ist gewesen, als ein vernäppelter Matze von euch. Im Radio hat man gar nicht gesagt, ja, was man soll trachten, was man soll tun. Aber es ist gewesen still. Wir haben nicht gehört bei sich in Jerusalem kein Aufreißen. Wir haben nicht gehört kein Echo so viele von dem Abschießen Raketen. Das haben wir ja gehört in die weitere Dikethek, weil auf zu morgens, Sonntag und auf viele noch bemächtigt der ersten Woche haben wir ja euch wieder gehört, Sirenes in Jerusalem und damals schon seien euch gewesen etliche mehr konkrete Attacken und einmal ist auf viele Tage gefallen, eine Rakete in dem 9. Abu Ghosh, das ist eine Städte, wo Lerov wohnt arabische Bevölkerung, aber nicht nur, euch Jiden und dort ist gefallen eine Rakete und verwundigt. Das hat man ja klar gehört und auch viele gefühlt Leute, die Älter, wo man ist gewesen in Jerusalem. Aber ja, lacherweise können wir sagen, als wir sein gewesen, Mamesh in Gan Eden, verglichen mit dem, was hat sich in dieselbe schon getan in Dorem. Und man hat wegen kein Protim nicht gewusst. Es ist gewesen ein größer Balagan dort in Dorem. Und die Idees wegen alles, was ist vorgekommen, seien euch rübergekommen und durchgedrungen noch bei MS Tropfensweis. Und auf voller Bild hat man sich noch angehoben zu machen in die weitere Dikethek, wenn man hat verstanden, was und wie viel ist dort vorgekommen. Seitdem man hat gehabt mit Sprache oder Kräuvim, versteht sich die alle Menschen auf die sichere Erde wie in Jerusalem oder Zenterland oder Avade in Zofen, weil in Zofen ist der Mond nicht gewinnt in Sakone. Menschen, was haben konkret gehabt, Bekannte in Dorem, haben Avade gleich angehäuben, durch WhatsApp oder andere Euphan im Telefon geprüft, aufstellen Kontakt und die dosige Menschen haben ja übergelebt, als sehr konkrete, starke Meure, weil sie sein gewesen, Eides zu. Mamisch Eides durch Schmussen, was sie haben geführt mit jenen Menschen, was werden attackiert, seien sie geworden direkte Eides beschass meisten zu dem, was tut sich. Ist gucken dich zurück, seit der hat Meure und meint als hat sich gefühlt zu sicher, retrospektiv gesagt?
Nu, von einer Seite hat uns der Attack von dem 7. Oktober bei Ames bewiesen, als man ist mit dem Leben nicht sicher. Das ist, keiner hat sich nicht vorgestellt, als eine Sache kann treffen. Und auch viele noch heint, wenn man hebt uns zu verstehen, als seinen vorgekommenen Tausim und hat sich auch dort nicht richtig reagiert zu der Zeit und man hat öfter ja gekannt ausmeiden. Aber es ist ein Geschehen, was sieht uns so unwirklich und unmöglich. Aber es ist ja geschehen, ist das wirft ja an eine Meure. A viele solche Menschen, die leben in Jerusalem, die fühlen sich sehr sicher. Ist ja da die Meure und euch die Meure vor dem, was kann treffen in Asamin, achsoristiker Form, was man hat gesehen. Aber von der zweiten Seite ist so die ämste Realität und die Realität in Jerusalem, ist ja, als es ist ruhig. Chotsch mir haben ja gehabt etliche Tage mit Sirenes, a viele heint hat man wieder gehabt ein Sirene noch eine lange Zeit, was ist gewesen ruhig. Und man hat ja gehört, etwas starke Echos von Aufreißen ist. Ich habe noch nicht gelernt, wo das ist gefallen oder was man hat genau abgeschossen, aber es ist gewesen eine mamoschistische Sache. Aber ich meine, dass noch als ist die Kleinstimmung in Jerusalem, in mein 9. Zwiebel, bei sich, Leute sich kann ich das sagen, nicht kein Stimmung von Kesederdiker Pachet. Nein, wir meinen, öfter ist das Atoes, aber wir meinen bei uns, dass in Jerusalem ist man relativ sicher, ob man kann sagen, dass man ist irgend sicher im Land. Man ist sicherer viele wie in Gegenden wie in Tel Aviv und Centerland, ja, wo es seien da bemächtigt die alle 3 Wochen Keseder-Sirenes. Und es ist doch nicht ruhig. Was ist gewesen der Seichel, der Chachme von den Sirenes? Man schießt Bombes beschass Meister oder nur als Menschen sollen sein Gerät auf alles Ding? Nein, ich meine, als wenn man hört, Itzter, bemächtigt die letzten 3 Wochen als Sirene, ist das bei MS, weil es ist da eine Rakete auf dem Weg in deine Gegend. Jenem Schabbes, wenn man hat gehört bei MS im ganzen Land Sirenes, seien das gewesen Woren Sirenes, weil man hat absolut nicht gewusst in Meschach von Schoen, wie weit das kennt der Griechen und was genau seien die Pläne von Hamas. Und man hat sich so stark erschrocken und es ist, der Surprise ist gewesen so riesig, als man hat ein bisschen Mistome angenommen, als solche Sicherheitsmittel, was seinen Leuten im Prinzip als besser mehrer, weil man kann bei MS nicht wissen und man hat jetzt da nicht keine Kontrolle, wie weniger. Und man kann sagen, als jene alle Sirenes von Shabbos, ob das ist nicht gewesen in Dorn, seinen bei MS gewesen Sirenes, was seinen nicht gewesen basiert auf keine konkrete Schießereien. Aber das ist schon nicht da, weil wie groß der Balagan soll nicht haben gewesen Shabbos. Schon Sonntag hat man ja gekannt, vielen über dem ganzen Land und euch in Dorem, als zu Bistach kriegt man zurück die Schlitte. Und man hat schon, wie gesagt, nicht gehört Stamm-Sirenes in die weitere Gegenden. Es ist da eine Sirene, ist ja, darf man heutzutage annehmen, als es ist da MS Sakone und sie sehr kedai und man sagt das umetum euch an, euch in die Radios, auf Television umetum, man wendet sich zu der Bevölkerung und man sagt, nehmt es für eine ernste Sache, es ist da Sirene, tut das und das und das und mit der Mond geseder, wie man darf sich führen in die verschiedenen Situationen, si du bist in der Heim, si du bist Punkt in Auto ergens auf dem Weg, si du bist in draußen, man ist der sehr gut organisiert, legabe der Aufklärung euch, legabe für die Menschen, ja. Wie ist gebeten dein oder bechlall Menschens tagtäglich Leben, legabe Schule, Arbeit, Militär? Ist in der ersten Woche ist gewesen fort der Schock und die Traume
sehr, sehr groß und man hat in der Messen als abgestellt euch, weil man hat koidem kol gedacht kriegen a Schlitte über der Matzev und danach ist man euch lang gewesen ein bisschen unsicher, wie noch wird sich das können entwickeln und man hat abgestellt lemosche die Schules, euch die Kromen seinen Kimat, alle gewesen vermacht, ach gut, Supermärkte, Ärter, wo man darf ja kriegen, lebenswichtige Sachen, noch mehr sagen, und Produkten seinen ja gewesen. Man hat ein bisschen da und dort geschaffen, aber auf Verrege, zulieb die sozialen Medien, Gefühl, als öfter darf man laufen gleich in die Kromen, kaufen auf lange Kufes, weil Produkte werden sich ähnlichen. Das ist nicht geschehen Bichlal. Man hat in alle Tage kennt kriegen, was man hat gedacht, es ist gewesen in Ordnung, aber versteht sich Verweilungsorte wie Restauranten oder allerlei Kulturaktivitäten seien auch täglich abgestellt geworden und bei MS die erste Woche und auch viele die ersten 2 Wochen seinen Gewinn charakterisiert bei sehr Sachmenschen durch Gehen auf Leweis und auf Schive. Das ist, ob ich gedenke, etwas wie eine tagtägliche Erfahrung von jener sam erster Kufe seien das gewesen der Sort Visiten, weil euch, wenn persönlich hat es sich nicht getroffen und du hast Gott zu danken keinem nicht verloren von der Mischproche, hast du gekannt. Jeder einer, es ist ein kleines Land, wir wissen, es ist ein größeres Menschen, was man hat umgebracht und sie selten da Emetzer, was hat keinem nicht gekannt. Du und bist das da heißt, allein gewesen bei Shivas? Ja. Meine Töchter, was seien in dem Älter, in welchen Asach von die Korbones seien gewesen, so lieb der Messibe, was ist vorgekommen, demalt in Dorem. Meine Töchter haben euch gekannt, etliche Bekannte oder Chaverin. Und beide seien gegangen, euch auf Schives. Was nennt die Chaverschaft ist gewesen, als mehrere seien sie gewesen, euch verbunden mit der Sprache und begleitet mehrere auf die Schives. Euch auf alle Weihe ist man gewesen. Ja, das ist gewesen eine schwere Überlebung bei MS. Und die Themen, wegen welcher man vielleicht schmusen mit die Bekannten oder Chaverim, ist gewesen von einer Seite Avade, der politische Matzev, die Entwicklungen, die Sakone von Milchome, was in die erste Tag hat man noch nicht gewusst, wohin das wird gehen, wie Israel wird faktisch reagieren. Aber von der zweiten Seite, eine von den Hauptthemen ist gewesen, die Teute. Und wenn man kennt und in die verschiedenen WhatsApp-Lech hat man sich der heintigt, ja, als sie weiß, dass der und der ist schon nicht mit uns oder der und der ist nicht doch kein Zimmer von ihm. Da jung mal, der wisst, sagt man, wegen Menschen, was sind umgebracht auf jenem Schabes. Viele die junge Frau von a deutsche Israel-Decke ist gefallen auf den ersten Tag, aber man hat gehofft, dass sie ist zwischen die Verhabte. Es geht wegen der Ja, ich weiß nicht. Aber wir hören da die ganze Zeit Neues oder wir lernen, also wir wissen sehr bald, was seien die neuesten Entwicklungen und der Fall, was du der Mons ist, der Fall von Heint, hat sich doch schon euch aktuellere Fallen. Man hat, Mistome weißt du schon auch wegen dem, man hat befreit als Soldatke, was ist verhabt geworden. Nee. Und wer ist das? Das letzte Mal mit a Short, sie unter halben zurück, oder öfter ein bisschen mehr, aber wir wissen es, weil wir haben es gelernt, mit der Short zurück. Es ist geschehen in die noch mittig schon, meine ich. Hat man da in der Presse herausgelassen, die Idee, als bei einer von die militärischen Akten, was kommen jetzt der Jahr vor in Ase, hat das israelische Militär bewiesen zu befreien, eine von die Verhabte. Und das ist dafür ein Soldatke, weil man hat doch genommen die Zivile dahin, die Soldaten. Und da hat man gekannt befreien ein Soldatke, man weiß den Namen, ich meine, ihr Pratnamen ist Ori, Megedisch oder etwas sonst. Ihr werdet sicher bald kriegen, die Neues euch auf der Radio. Und trotzdem hat man euch
Hamas hat herausgelassen einen neuen Film von 3 Verhabte, was man sieht dort eine, der gerät und man sieht, dass die 3 leben noch. Aber das ist lemoschel ein Film, was man hat in Israel derweil beschlossen, nicht zu publizieren. Man kann das nicht so gering finden auf die Medien. Durch verschiedene ausländische Presseorgane haben schon euch beschlossen, dass sie wollen es derweil nicht veröffentlichen. Nur weil es ist, von einer Seite ist es ein Simen, ein guter Simen für die scheichtige Mischproche, es ist sehr Kräuv im Leben noch. Von der zweiten Seite ist es ein reiner Propagandafilm. Und der Hamas hat aber die Kavones mit dem. Man führt sich legabe dem vorsichtig. Ich will Zuhörer soll wissen sein, als die junge Frau, was ist gefallen am ersten Tag, aber man hat noch was gemeldet wegen dem, heißt Shani Locke, deutsche Israel-Dicke. Ja, durch sich als ihr Namen ist, ihr voller Namen ist gewesen Shani Nicole Luke. Ich meine, dass man darf ausreden dem Namen Luke mit einem U. Und Danke. Ich bin nicht sicher, du weißt, aber die Problem von den Medien heutzutage ist ein großes Problem und wir wissen, dass es ist ein Dschungel und es ist sehr schwer einmal bei MS zu wissen, auf sicher, was ist MS. Und es ist da auch Varianten. Ist Lemoschel da, haben wir die Idee, als sie ist ja verhabt geworden, die Dosike Shani Luke. Und man hat da viele gehabt, das Film euch, was weiß sie, mit die Verhappers und eine gepennte Wette. Man hat und gefunden ein Teil von einem Skelett, von einem Kopf faktisch. Ja. Man hat gefunden ein Bein von dem Scherben. Und laut dem hat man Matzliach gewähnt, zu verifizieren in der Probe legabe dem DNA. Als das ist sie. Ja. Und es ist, da schreibt man in der Presse, als man hat ja gefunden euch dem Körper, aber wir können sich mehr sein, in was Matzev der Körper ist, was man hat gefunden. Ja. Ist, das sind eine solche Protein, wie du, ich verstehe es, du hast das sehr edel gewollt, der Mann, das Bein von dem Ruf und ich habe alles gehabt und mir ist sehr wichtig, das ja zu sagen, klar, mit klaren Wörtern, was das ist, weil ich meine, dass man redet ein bisschen zu winzig wegen die BMS schrecklichen Aspekten von die Umgekommenen. Und es ist MS, wir dürfen sein, öfter euch ein bisschen nicht politisch, nur moralisch korrekt und öfter nicht weisen als und öfter nicht beschreiben als, aber von der zweiten Seite ist öfter ja wichtig zu wissen wegen die Protein. Man soll nicht können sagen, es ist nicht gewesen so schrecklich oder das seinen Bobbe meistens. Und ja, aber legabe dem Fall von der Deutsch-Israel-Diker, was ist da heint bestätigt geworden, der Sprache euch, als sie ist schon nicht zwischen uns. Das die Idee, was wir haben da beide zitiert, stammt von der Sprache Gufe. Die Sprache hat in einem Interview beschrieben, die dosige Details und euch gesagt, dass das ist sie bestätigt geworden von Doktorin und von die Saka, von der Saka-Mannschaft. Das ist die Mannschaft, das vernimmt sich mit zu Neufkleiben, die Teute Körpers und sehen, als Ayid soll sterben mit, nicht sterben, soll begraben werden. Also ganz wie möglich, wenn wir das ausdrücken. Also ja, das ist doch sehr Arbeit und sie haben schreckliche Sachen zu tun. Und es ist sehr schwere Arbeit über die dosige Teute. Aber durch sich mir als der Qual ist relativ begleibt. Ja, wahrscheinlich die Pitschewkis. Und es ist sehr interessant zu reden mit die Mitglieder von der Dosiker Saka-Mannschaft, das ist die Mannschaft von die zu Neufkleibers, von die Teute Körpers. Minastam, weil ich habe den größten Schuss zu interviewieren als ein Mensch, afidisch, weil nur sie seien alle, das ist eine Organisation Bichlal, was ist eine charedische Organisation, ja. Durch sich, als kimat alle Mitarbeiter dort seien, Charedim, zum Teil Chassidim und seien dort zwischen sie Jiddisch-Reders. Und die Tag
will ich sich verbinden mit Emerson, was ist dort gewesen, hat dort gearbeitet in die erste Tag und kann mir geben ein Interview auf Jiddisch. Mit dem rechten Fuß. Ich wollte sehr gewollt erzählen, ein bisschen wegen einer spezieller Gruppe von Korbones, was wird öfter international und auch in Israel gar winzig der Mond. Und ich meine, dass sie ist wichtig, der Mond zu werden. Und ich habe euch dem Schluss ein bisschen nennter zu haben zu tun mit ihr. Das ist die Gruppe von nicht nur Ausländern, was seinen gefallen Korbones, nur spezifisch ausländische Arbeiter, was wir haben da in Israel, speziell auch in der Agrikultur und Tage sehr stark in die Kibbutzim in Dorem. Von einer Seite die Arbeiter, was oftmals kommen sie von Ländern wie Thailand, der Moschel, und von der zweiten Seite Studenten, was kommen euch, sich zu lernen wegen verschiedenen Agrikulturmechanismen und Techniken, was werden angewandt in die Kibbutzim und dort euch entwickelt oftmals. Und da will ich spezifisch reden wegen einer Gruppe Nepaler Studenten, als solche, was haben stark gelitten in der Kibbutz in Dorem, speziell in der Kibbutz mit dem Namen Kibbutz Alumim, was man hört öfter auch ein bisschen winziger in die Medien, dem Namen. Und sie sind Studenten, die sind nicht nur gekommen, sich praktisch zu bekennen mit verschiedenen Arbeiten in dem Kibbutz, noch auch zu studieren in Beersheva Universität, was ist eine Universität in Doremland. Sie haben Punkt gedacht und haben die Studien, wie alle im Land, mit einer Woche nachdem, wie es ist vorgekommen, der 7. Oktober, das ist aber annulliert geworden, euch für sie. Und zwischen der dosige Gruppe seien da etliche, was seien der Harget geworden, seien verwundigt geworden und euch einer seht euch, was ist zwischen die Verhabte, Leute, die letzte aktualisierte Informationen und was scheint die Verwundigte, und das ist jetzt eine mehr persönliche Erfahrung, was ich habe, befindet sich einer, was ist verwundigt geworden in beide Fies, zulieb Schossen und euch zulieb Granat auf Reis. Und mit ihm hat man gebracht in dem Spital Shaare Zedek, was befindet sich nicht weit von dem Ort, wo ich wohne, in Jerusalem. Und die dosige Menschen seien allein. Sie seien gekommen allein, wie eine Gruppe, aber haben aber nicht keine Sprache da, haben noch nicht bewiesen, sich zu haben, mit anderen lokalen Menschen, weil sie seien gekommen, genau mit einer Woche eider, es ist vorgekommen der Attack, das heißt, sie seien sehr frisch im Land, sie kennen nicht kein Hebräisch, sie kommunizieren auf Englisch und ist verwundigt, gewinn verwundigt ganz stark, aber es sieht jetzt aus, als wird sich ja rehabilitieren, wird, also ich hoffe, wir können wieder gehen auf beide Fies, es wird nehmen eine lange Zeit, aber es ist möglich, ist, weil die dosige Menschen seien sehr einsam, in einer sehr extremen Situation, haben sich sehr wieder einmal organisiert, Gruppes, Freiwillige, was nehmen auf sich, ihm zu begleiten. Und was bedeutet es praktisch? Poschet sein mit ihm in Spital, bei Tag, bei Nacht, schichtenweise, ja, das ist jedes Mal einer verschreibt sich wie auf etliche Stunden sein mit ihm und wer es ist bei Tag mit ihm, prüft euch zu tun gewisse kleine Aktivitäten, ihm zu helfen mit praktischen Sachen, euch bringen Essen, der Moschel, euch, was ist sehr wichtig, vermitteln zwischen ihm und die Doktorin, die Sozialarbeiter sehen, als man versteht sich dort bei ihm, weil alles geht auf einer fremden Sprache, ja, verbeidet es dort. Englisch kennen beide, aber fort, es ist nicht die heimische Sprache. Und euch bei Nacht proben wir das Organisieren, also damit soll Emetzer schlafen mit ihm bei Nacht. In die ersten 2 Wochen ist das gewesen sehr wichtig, weil ist gewesen euch voll mit Pachet, Meure, und euch, sein Organismus ist gewesen sehr schwach beim Oneb und hat schwerlich gearbeitet und man hat ihm gedacht begleitet mit kollerlei Unionen. Ist gewesen mit euch einer von uns, was ist geschlafen dort und Projekt mit ihm im Zimmer. Ich habe gewollt ermahnen, die dosige Gruppe, was sie ist ein bisschen eine vergessene Gruppe
in der ganzen Tragödie, aber sie ist da und euch als thailändische Arbeiter seinen verhabt, seinen umgekommen, sehr Sache und euch massenweise zurückgefahren ist. Ja? Das schafft ein anderes Problem für der Agrikultur und Wirtschaft von Land Bichlal, weil man hat nicht kein Arbeiter. Also, ja. Ja, Shakayach dir und die alle, was beteiligen sich in dem wichtigen wichtiger Arbeit ist, wie sagt man, Gemilas Chesed. Dank, ja. Sehr wichtig. Und es hat einen guten Effekt auf ihn. Es gibt ihm unter Hoffnung und euch Keuches, ja. Er hat mit wem zu lachen, er hat mit wem zu weinen, euch, ob es kommt zu dem. Und es ist sehr wichtig, die dosige Menschen sollen nicht sein allein. Kann man wissen seinen Namen oder dem Spitalsnamen? Ja, er liegt in Shari Zedek, was ist ein bekannter Spital in Jerusalem und sein Name ist Probin Dangi und er ist, wie gesagt, von Nepal. Seine Sprache ist Nepalisch. Mit ein bisschen Masel haben wir da gefunden in der Schule von dem Spital Sozialarbeiter von Ausland, was kommen von Indien, aber kennen euch Nepalisch. Und es ist da eine speziell, was sie hat jetzt angenommen, also sozusagen die Rolle von seiner zweiten Mame. Und sie spielt eine wichtige Rolle, weil es ist fort anders für ihn, sich zu kennen, durchschmussen von Mal zu Mal auf seine eigene Sprache und nicht nur alles soll gehen auf eine fremde Sprache. Und was ist sein Fach? Was hat er mal hergebracht oder hingebracht, kann ich so? Er ist von der Studentengruppe, was er hat gedacht, studieren Agrikultur. Er ist gekommen, nicht auf ein Semester, auf 11 Radoshim, hat er erzählt. Und ja, ich habe gedacht, wie alle anheben die Studien in Mitte Oktober. Ja, das ist gewesen die Date der 15. Genau mit der Woche. Gleich nach die Yom. Ja, nach die Yom, das ist die Date gewesen. Ja. Das Leben hebt sich an nach die Yom, wie man sagt, da im Land. Ja. Heuer ist ein bisschen anders. Zurückkommen zu deinem Dayjob, dein Tagarbeit mit Affenschwell, was wird sein die Thema? Es wird haben ein bisschen zu tun mit Israel-Unionen? Ja, ich will, dass ich kann nicht herausgeben dem kommenden Nummer und er soll gar nicht haben zu tun mit der dosigen Überlebung. Was ist auch wichtig in der jüdischen Welt, in der jüdischen Welt, aber und euch Bichlal in der Welt. Ja. Wie kann man sich nicht beziehen zu dem? Wir haben gehabt planiert, als der kommende Nummer, was darf heraus im Dezember soll abgegeben werden der Thema Jugendbewegungen. Und wir haben auch viele schon angehoben Geräten, aber es ist geworden, es ist gekommen der 7. Oktober und man hat schon gesehen, was das wird. Habe ich ganz gierig beschlossen, als man darf beiten und man darf ja widmen dem kommenden Nummer der Überlebung. Es wird sein eine kleinere Nummer, auch weil wir seien mehr gedrückt in Zeit. Es ist schon so auf Oktober. Und es wird sein eine Nummer, was wird bei MS der Iker sein, abgegeben am wenigsten Guck, dem hiegen israelischen Guck auf die Geschehnissen. Nicht so viel politische Analyse, auf dem haben wir genug andere Presse, das ist nicht unser Interesse, aber zu bringen eine Gamme von mehr persönlichen Stimmen, das ist Bichlal in allgemein meine Tendenz, wenn ich probe zu geraten, eine Nummer, was soll haben ein bisschen zu tun mit die Weltgeschehnissen. Wir haben das also auch getan in Scheichs mit der Milchome gegen Ukraine, was mir jetzt schon nicht wegen ihr, sie ist schon vergessen. Also geht es. Und da ist mir gewähnt wichtig, auch wie Emetzer, was lebt in Israel und hat das Kontakten da und weiß ein bisschen mehr von ihnen, wenig wie Menschen leben das über, zu bringen, die, was seien weit von dannen und kriegen als noch vermittelt durch andere Mekeurim, das zu erlangen. Und Menschen sollen haben, die Brehre zu lehnen, also Berichten, Kommentaren.
von verschiedenen Sorten, auch mit verschiedenen Guckwinkeln, verschiedene Orientationsmenschen, Menschen, was haben übergelebt dort, Menschen, was haben verloren Menschen, was trachten, was haben verloren ihre Weltbenehmen zulieb der dosiger Überlebung und sie fragen sich, was wird sein weiter, was darf ich übermachen bei sich im Kopf, mit was für Werten bleibe ich jetzt da, nachdem wie ich habe gesehen, dass alles, was ich habe gelebt, ist sich voneinander geflogen, zertrasket geworden, ja. Und euch, wenn wir schreiben wegen die verschiedenen Formen von freiwilliger Mitarbeit, was das ist euch sehr ein wichtiger Aspekt von der jetzigen Tagtäglichkeit. Nachdem, wie man ist gekommen, ein bisschen zu sich, ist da also eine Klalltendenz, wollte ich gesagt, und sie ist sehr breit verspreit in der Klallbevölkerung zu tun. Das heißt, nicht zu sitzen, schieben und beweinen, und das tut sei wie jeder einer auf seinen Öfen, aber euch nicht zu bleiben stecken in etwas, also in Morischreure oder Tehom, nur ja weiter zu trachten. Was kann ich konkret tun? Und in der Gesellschaft speziell redet man eure Sache wegen dem, als das poschete Volk tut, die Bürger tun, bescheißt die Regierung, also vielen die Bürger tut nicht oder nicht genug oder nicht, was sie wollt gedarft hat. Und es schaffen sich auf sehr ruhigem dicken Öfen, sehr Initiativen, private oder organisierte durch schon vorhandene Organisationen. Und ich meine, dass bei MS kommt jeder einer, öfter ist treibe ich lieber, aber sehr hoher Prozent von der Bevölkerung nimmt Anteil in dem. Ja, das ist durch einmalige Beisteuers oder durch eine Arbeit, was Menschen tun, gesehen, bemäßig die Wochen und jeden Tag. Jeder einer findet sich sein Sort Arbeit, was er kennt tun. Und euch Kinder, man sieht Kinder mitarbeiten, man sieht Jugend mitarbeiten, ältere Menschen, ja, freuen Männer, fromme, nicht fromme. Es ist, man redet jetzt da eine Sache in der Gesellschaft wegen Achtes, wegen dem, was man hat sich vereint. Und du hast angehört in dem Interview mit der Monendig, als fahren 7. Oktober ist das Volk gewesen, nicht bei MS vereint. Ja, wir gedenken die Demonstrationen, die Spannungen. Das ist nicht vergessen. Aber man hat jetzt andere Prioritäten und es ist da etwas, was komme zwischen Rauf von dem Volk, als man tut keinem zusammen. Und man redet das auch wegen dem, es ist da ein Motto, ja, Bejachat nenatzeach, man kann das sehen, auf die Schilden, auf der Gas, man hört das, man sagt das allein, das heißt, zusammen wollen wir nenatzeach sein, siegen, ja. No, lassen wir hoffen. Und der Bejachat, das zusammen nimmt allein nicht nur Jiden. Es ist euch der Organisation, was sehr schwer in die jetzige Tag, aber es ist auch eine Organisation, was legen trop auf jiddisch-arabisch Schutwes. Das ist eine wichtige Sache. Ja, aber sehr schwer. Sehr schwer, weil die Emotionen sind sehr stark, man kann sie verstehen. Es ist da Meures, was man kann sie auch verstehen von beiden Seiten. Und ja, in der jüdischen Bevölkerung gedenkt man der Iker die größte Avles und die größte Achsorissen, aber es ist euch da fallen, schon in die letzten Tage und Wochen von Extremisten Jiden, was sie attackieren in die arabische Dörfer, unschuldige Bevölkerung, ja, arabische Mitmenschen. Es ist gewesen letztens etwas am Mehume in Scheiches mit arabischen Studenten, was man hat gedacht, schießen, für etwas Hamoin, Jiden, was einen geworden, zerhitzt. Das ist euch da. Man darf es ermahnen. Es ist ein Teil von dem Bild. Und das macht schwer dem Gedanken von zurück zu Aschutwes oder zu neue Schutwissen. Man darf sehr stark
sein bei sich. Und die dosige Schutwissen oder Projekten, was seien ja voran, seien noch nicht sehr populär. Ja, sie seien eine kleine Nische in dem Kleinbild. Ja, wir haben extreme mischugene Menschen, was sagen schreckliche Sachen wegen Araber und euch die was willen machen ein bisschen Beschützlichkeit und ein bisschen Shalom. Schwer. Was kann ich sagen? Wir haben in Amerika sehr Sorge und wir trachten wegen euch, speziell die, was haben Verbindungen mit Israel, was ist eine Sache von uns, eine Sache von unseren jüdischen Kreisen, von uns in die jüdisch redende Kreisen und euch Bechlal, Amerikaner, Juden. Und Menschen haben formiert Volontäororganisationen genommen, schicken Sachen hin. Ich weiß nicht, ihr bekommt Ideen wegen dem? Seht ihr Spuren von dem? Ja. Und man redet da wegen dem euch. Koidem kol die erste Sache, was man hat gefühlt in die ersten Tage, das seien mehr persönliche Erfahrungen. Menschen, was haben Mischpoche oder Chaverim in Ausland, haben gekriegt sehr Sachbrief und da war der WhatsApp-Lach, Blitzbrief, man fragt sich noch, wie ist die Stimmung, sie seid ihr gesund. Das ist gewinn gleich, also ein Gefühl von Solidarigkeit und Deige, aufrichtiger Deige, ist man hat sich bei MS nicht gefühlt allein euch wahrscheinlich der dreußendicke, erstigere Aktie, der ausländische Aktie. Die, was arbeiten ein bisschen mehr mit bei den verschiedenen freiwilligen Projekten, wissen, als Sachhilfe kommt von Ausland, aber von Amerika, aber auch von Europa, verschiedene Organisationen. Ja, ich rede jetzt nicht wegen kein politischer Hilfe, was sie ist zum Teil euch da, versteht sich euch in dem amerikaner-israelischen Kontext, aber wir wissen, man weiß da, als man kriegt eine Sachhilfe von Ausland und wir wissen euch durch konkrete Erfahrungen, mit Menschen, was nicht nur sie schicken, Geld oder Produkten oder Grüßen, nur sie kommen allein. Es seien da Freiwillige, was kommen praktisch helfen und sie dürfen nicht, ja, sie kommen allein in ein Land, sie bleiben aus, so kommen nachher, was ich wollte nicht gesagt, dass Israel ist das sicherste Land auf der Welt und speziell auch in dem medizinischen Sektor seien da Doktoren, was kommen verschiedene Spezialisten und Sozialarbeiter, Psychologen, also solche Menschen, was ihre Profession sein, ist doch sehr nötig. Gut zu hören, also es macht einen positiven Reichen. Gut, ja, die was stützen uns unter, machen einen positiven Reichen. Oh ja. Versteht sich, was wir hören oh, euch ja. wegen Lass mir euch reden wegen dem. Demonstrationen bei euch. Was ist dein Reichen? Ja, was ist dein Reichen wegen der Weltreaktion, speziell in Deutschland, Polen, Frankreich, Amerika? Das ist ein großes Thema, aber öfter kann ich sich begnügen mit einem Aspekt, wegen welchen ich gewollt reden. In die letzten Tage ist mir sehr schwer ein Gedanke, was hat mich sehr stark vernommen und ich meine, als vernimmt, als sachige Menschen und euch, nicht winzig Menschen in Ausland. Es seht euch sehr, sehr extrem, wie die Klallmeinung hat sich gekannt beiden in Meschach von sehr kurzer Zeit. Und was meine ich genau? Ich meine, als dem 7. Oktober und dem 8. Oktober, viele dem 9. Oktober, Kolzman, Israel hat noch nicht extrem militärisch reagiert auf der größere Avle, was hat getroffen da. Auf der Reziches ist nicht nur Avle, ja, das heißt, man sucht Wörter, mit welchen man soll das kennen, richtig beschreiben und man hat sie nicht, man nutzt klassische Vergleichswörter wie Churben, man redet da eine Sache wegen einer zweiten Churben, man nutzt
die Kombination Hamas-Nazis, was laut meiner Meinung darf man nicht, das ist falsch. Aber viele das zu sehen, wie am zweiten Chor, ich meine, dass man darf finden etwas ein anderes Wort, aber man hat nicht die Kelim, also gleich in der ersten Zeit. Aber in die ersten Tage hat man sehr stark gefühlt euch von dem Ausland wie eine Reaktion an Solidarität und nicht, was wir dürfen, Solidarität damit, aber als die Menschen in Ausland haben bei MS geguckt auf dem, was ist geschehen, was Hamas hat getan, wie auf ein Terrorakt. Bei MS wie auf Reziche, Mord, Unmenschlichkeit, Barbarischkeit, ja, was das ist es gewesen. Und es hat gedauert sehr kurz. Und bis es hat sich übergebieten, die Stimmung in Ausland, zu einer Stimmung, was uns auf etwas anhäufen nicht proportionell berechtigt. Weil, wie noch es ist gekommen, eine militärische Reaktion, auch viele noch vor die massive Bombardierungen von dem israelischen Luftwaffen und vor dem Reinmarsch jetzt, mit dem Fußvolk, hat man schon gefühlt, als was mehr redet man in Ausland wegen die Avles, was Israel begeht, klappe die unschuldige zivile Palästina. Und man hat angehört, man war die weisen Bilder von den bombardierten Binyonim in Ase, mit den Mames und die Kinder, was antläufen dort. Und es ist in meine persönlichen Augen ein Schott, als man ist mir sugel, als so gier zu vergessen, bei ihm ist schwere Formen von Mord. Bei ihm ist ein schrecklich Achsorius. Was das weiß, ein bisschen wie, öfter in unserer modernen Gesellschaft ist das eine universale Tier, als weil wir seien euch von den Medien also stark zugewohnt zu schrecklichen Bildern und wir seien zugewohnt von Filmen zu Aggression, Gewalt und Blut und schreckliche Phänomenen, seien wir schon nicht spielhaftig. Und wir weinen, in der Remsen wird jeder einer gedacht darum gehen, weinen dich. Man hat nicht genug Keuch auf dem, ist einmal darf man machen auf Socke, aber Zidos ist ein Israeli, Zidos ist ein Engländer, wenn man hört wegen solcher Sachen, was seinen dort geschehen, darf ein Mensch, was ist ein Mensch, laut meiner Meinung, sich wegsetzen und weinen. Kol dem Kol. Und die zweite Sache darf sorgen, noch vor jeder politischen Diskussion, als das seien schreckliche Sachen. Und ich hoffe ein bisschen mehr, als man vergisst schon wegen dem. Der Aufmerk ist darüber auf in ganz eine andere Sache, auf dem klassischen Narrativ von palästinerisch-israelischen Konflikt. Und wir wissen, dass ist da, wir wollen das nicht leugnen. Aber man darf, als man redet wegen Avles gegen Menschlichkeit, darf man sie sehen auf beide Seiten. Ja, und das ist schwer für die Menschen da, weil wenn sie fühlen das, als die Welt vergisst schon in dem, was bei uns ist noch sehr, sehr frisch. Und es wird nicht so bearbeitet werden, verdeiht werden. Ja, das lässt über so viel Traume. Auch bei der Jugend, weil da sind gewähnt so viele junge Korbones. Und bei den Menschen von Dorem Bichlal, wo sie sind jetzt evakuiert. Ja, das heißt, die Palästinenser verlieren ihre Heimen, aber auch da, sämtliche Tausender Menschen sind evakuiert, sie haben verloren ihre Heimen, es ist Bichlal nicht sicher, dass sie wollen zurück, wollen, schon abgeredet von kennen. Das ist alles Sachen, was man redet, wegen sie nicht genug, meine ich, in Ausland. Nicht genug spielhaftig euch. Ist das, was scheich unsere Reaktion, oder ich rede persönlich, versteht sich seinen da andere Menschen, was trachten anders, aber ich meine, es ist da also ein allgemein Gefühl, was sie sehr verspricht, was sie sehr nah zu dem, was ich habe beschrieben, wie mein Gefühl ist. Die jetzige Reaktion in Ausland und wohin das geht, auch mit den massiven Demonstrationen, was seinen also klar, nicht nur gegen Israel, das ist auch wieder nur sehr komplexe Linien. Das wird weggeführt in der Richtung von Antisemitismus. Ja, weil
ich kann verstehen eine pro-Palästiner Demonstration, ich kann das auch viele verstehen, aber in dem Moment, wenn auf eine Demonstration herrich wie ein Motto, teut die Jiden, was das hört man, und nicht teut die Israelim, noch teut die Jiden, ist es schon ein anderer Meister. Das hat schon gar nichts zu tun. Und es ist gefährlich. Gut, ich danke dir für deine Zeit. Wie soll können sich verbinden mit dir bei deiner Organisation und sagt ein bisschen mehr? Nur, ich weiß nicht, das ist also ein Moment ein passiger Moment zu machen, ein bisschen Propaganda für sich allein, Reklame. Aber wer es will, sich verbindet mit mir, zu lieb Wasser soll nicht sein, Sibes. Ich kenne dort meine Blitzadresse, was man kann mir schreiben, ahin, euch in Scheiches mit auf den Schwell, ob man ist verinteressiert in oder sich abonnieren oder allein beitragen, durch aktiv schreiben für ein Journal. Adra beschreibt mir. Ich gebe euch meine privaten Adresse, aber das ist in Ordnung, euch, wenn man will sein, in Verbindung mit mir via Redaktorsche von dem Journal ist. Das ist Miriam, Miriam, Pintel, Trin, TRINH, gmail.com. Und euch, wenn ihr seid verinteressiert in Ideas wegen Zoom-Aktivitäten oder Zoom-Kursen, was unser kleiner Jiddisch-Center, Jiddisch-Ort, organisiert, verbete ich euch herzlich zu schaffen Kontakt und sich zu verbinden mit uns und wir wollen euch schicken Informationen wegen was wir tun. Einen großen Dank, Meir. Okay. Gut zu Bleib reden mit gesund. dir. Lass mir reden auf Simchas. Sei gesund. Dank. Sei gesund.